Hallo, Moje, Jode da. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, ich denke mal, ihr seid genauso enttäuscht wie ich und euch fehlen gegebenenfalls hier und da genauso die Worte. Wir haben seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen und gestern schon wieder verloren. Jetzt in dem Falle das zweite Mal hintereinander. Lasst es uns gemeinsam verarbeiten, aber ich weise darauf hin, mal wieder stand ich in der Fankurve. Das heißt, ich kann euch nicht dieselben Perspektiven bieten wie die ganzen Freunde von mir, die, sagen wir mal, das Ganze am Bildschirm verfolgen. Ihr habt gegebenenfalls da draußen noch mehr gesehen als ich. Hinterher war ich zum Glück relativ schnell zu Hause, bin zwar nicht früher gegangen. Das ist ja das Problem, wenn du in der Fankurve stehst. Du willst einfach nur noch nach Hause, du bist einfach nur noch abgefuckt, dass schon wieder verloren wurde, aber du kannst nicht einfach da weg, du bist da gefangen. Sonst kriegst du direkt wieder ein paar Worte um die Ohren von wegen, die Mannschaft muss verabschiedet werden. Du musst klatschen und so weiter und so fort. Ja, habe ich dann zwanghaft gemacht. Ja, aber es war nicht so gemeint. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt komplett diese gesamte Hinrunde, die ja auch noch nicht zu Ende ist, es sind noch 2 Spieltage übrig, aber das ist jetzt der Start in die Winterpause. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, katastrophal. Und das war ein absoluter Reinfall, aber man darf nicht zufrieden sein, weil, nun ja, wir wissen ja, wie wir gestartet sind, wir wissen, was wir sonst können, aber die Magie ist weg. Die Magie ist schlicht und ergreifend weg und jetzt kommen wieder die Sorgenfalten. Und jetzt entscheidet sich schon im Winter, in welche Richtung wir eigentlich gehen. Weil ich weise nur darauf hin, es gibt so viele Mannschaften, die in der Vergangenheit stark gestartet sind und entweder abgestiegen sind oder bis zuletzt gekämpft haben. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Eintracht Frankfurt 1999-2000, die Saison war es. Also die Älteren erinnern sich vielleicht, als Eintracht dann Horst Held, Bachirou, Salou und so weiter geholt hat. Da war, glaube ich, auch Rolf Christel Guimien dabei, den kennt ihr auch noch vom 1. FC Köln. Die sind super gestartet, die waren auch zwischendurch sogar auf Platz 1. Ja, am Ende wurde der Trainer ausgetauscht, Felix Magath musste den Feuerwehrmann spielen. Und nun ja, ich will jetzt noch nicht irgendwie einen Trainerwechsel herbeirufen, aber es kommt noch ein, ich sage mal, Zwischenzeugnis als kleines Weihnachtsspecial. Und ja, was soll ich sagen? Ich wollte eigentlich, sagen wir mal so, recht gnädig mit dem Trainer umgehen. Und nein, es wird kein Rundumschlag. Aber man muss ja die Gefahr erkennen. Und man kann da nicht die Augen verschließen. Ein paar Sachen, die ich mir dann nach dem Spiel nochmal angesehen habe. Ich habe noch ein paar Highlights angesehen im Fernsehen. Also, zu Spielbeginn, habt ihr es auch mitbekommen, Said Elmalah war auf der Bank. Und nein, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass auf ihn bezogen schon wieder rotiert wurde, sondern er war angeschlagen. Manche sagten in der Kurve auch, er wäre krank. Deswegen, ich war dann zumindest schon mal erleichtert, als ich gesehen habe, dass er auf der Bank sitzt. Aber nun ja, wir haben unser Spiel mittlerweile so gestaltet, dass wir von einem Mann abhängig sind. Und von daher übernahm Kaminski seine Rolle. Und ich muss auch sagen, wir kürzen das alles auch ganz elegant ab. Er war in der ersten Halbzeit bei uns der auffälligste Spieler, wobei wir reden eigentlich mehr so von den ersten 15 Minuten. Weil da dachte ich noch, okay, was auch immer heute passiert, ich glaube, wir verlieren heute nicht. Ja, es gab ja auch in der ersten Halbzeit wenig offensive Aktionen von Union Berlin. Die standen aber dafür hinten recht souverän. Ja, und in Halbzeit 2 häuften sich auch immer mehr und mehr die Ecken für Union. Und das ist halt das Ding bei uns, wenn dann sich die Ecken häufen und wir haben halt diese Schwäche bei Standards. Dann kommen die Gegner so langsam in einen Flow. Das ist zumindest das, was ich dann so befürchte. Falls ihr euch natürlich am Fernseher gewundert habt, warum es so still war im Stadion. Es gab 2 Unterbrechungen wegen Notarzteinsätzen. Ich selber weiß nicht, worum es sich handelt. Es ist 2 verschiedenen Personen passiert. Sie haben überlebt oder sind zumindest wohl auf, aber ich weiß nicht, woran es lag. Und es obliegt mir nicht, darüber zu spekulieren, was da jetzt wirklich geschehen ist. Aber nun ja, das erste Mal für 15 Minuten, das zweite Mal, weiß ich nicht, habe ich nicht die Uhr gestoppt, aber ich glaube, es waren ungefähr auch schon wieder mindestens 8 Minuten, wenn nicht sogar mehr. Said Elmalah kam dann ab der 68. Spielminute und auch Ragnar Ache, der übrigens gestartet war gestern, wurde
ausgewechselt und nun ja, man hat dann halt anhand der TV-Bilder gesehen, wie enttäuscht er selber ist. Ja, die Hinrunde ist bald vorbei. Oder sie ist im Prinzip vorbei. Wir sind in der Winterpause und nun ja, Ragnar Ache hat nicht gezündet, aber ich verteufle seinen Transfer nicht, weil zu dem Zeitpunkt mit den Mitteln, die wir hatten, war das ein logischer Transfer. Da hat man sich halt nicht unbedingt geirrt, sondern Ragnar Ache, sagen wir es mal so, findet nicht zu seiner Form. Und dann die alles entscheidende Szene. Ralf Vandenberg spielt auffällig mit der Hand, ist letzter Mann, verhindert somit ein Tor auf die Art und Weise, also greift in dem Punkt so ins Spiel ein, dass er letzter Mann war und das war dann halt glattrot. Ich habe mich dann nochmal informiert. Ja, das ist leider Gottes glattrot. Ich dachte mir natürlich, im Stadion kann man dann nicht einfach mal gelb geben, aber nein, lest die Regeln. Es ist leider Gottes glattrot. Ich glaube, der Gute hat in dem Punkt, sagen wir mal so, im Biologieunterricht nicht unbedingt aufgepasst, denn der Bizeps ist nicht die Schulter, weil er hat auf seine Schulter gezeigt, aber der Ball geht eindeutig gegen seinen Bizeps, um es mal so auszudrücken, und das ist ein Handspiel, weil der Arm auch nach vorne geht. Ich will ihn da nicht zu sehr, sagen wir mal, vor die Karre pissen, ich will da nicht zu sehr auf ihn eindreschen, der Junge ist 21 Jahre alt oder so, der muss noch viel lernen und bisher war die Leistung, die er erbracht hat, doch recht gut. Und nun ja, schade, dass er jetzt aus diesem Flow rauskommt. Und jetzt ist eindeutig klar, wir müssen uns in der Innenverteidigung verstärken. Wir müssen jetzt in der Winterpause vielleicht sogar 2 Innenverteidiger holen, weil ganz klar, jetzt muss ich leider Cenk Özkajar als Transferflop abstempeln. Auch wenn jetzt gestern seinerseits nicht viel negativer Einfluss kam, dafür war er lang genug nicht dabei, aber wir wissen ja die Spiele vorher. Nun ja. Da war auch nochmal eine kurze Szene, das wird wahrscheinlich auch nochmal von den einen oder anderen Unioner, vielleicht nicht unbedingt auf meinem Kanal, aufgegriffen. Kaminski bekommt im Fall nochmal den Ball gegen die Hand. Das war eine Szene im Strafraum, aber das hatte keine Folgen. Schiri hat sich die Szene nochmal angesehen und sagt ganz klar, das war kein absichtliches Handspiel. Ja. Und letzten Endes die alles entscheidende Szene, weil wir waren mittlerweile dezimiert und im heutigen Fußball, der wirklich schnell geworden ist, bedeutet eine rote Karte, dass du ziemlich schlechte Karten hast, um es mal so auszudrücken, das Spiel noch mit einem ordentlichen Ergebnis über die Zeit zu bringen. Das haben wir nämlich nicht geschafft, denn eine Ecke führt schon wieder zu einem Gegentor. Schäfer nimmt den Ball Volley vor der Strafraumgrenze. Lund konnte es auch nicht verhindern, hat auch sich ein bisschen ungeschickter mal wieder angestellt. Schade. Schade für Lund, weil eigentlich ist er doch recht okay in die Saison gestartet. Und nun ja, da ist jetzt auch der Wurm bei ihm drin. Wir verlieren das Spiel im Nachhinein. Wir haben es nicht geschafft, das 0:0 über die Zeit zu retten. Oder noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Das war ein Spiel, das eigentlich potenziell ein Remis war. Das hätte ein potenzielles Unentschieden sein können. Und das haben wir halt nicht geschafft. Nun ja, ich habe aber gute Nachrichten für euch. Wir gehen nicht auf einem Abstiegsplatz oder gar einem Relegationsplatz in die Winterpause. Es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wie Mainz und St. Pauli gegeneinander spielen werden. Das ist natürlich auch für uns wichtig zu sehen. Aber Fakt ist, wir rutschen nicht auf einen der noch tieferen Ränge. Das ist schon mal safe, zumindest zur Winterpause. Aber beachtet, die Hinrunde, die ist noch lange nicht vorbei. Es werden noch 2 Spieltage gespielt. Und ich sage ganz ehrlich, auch was die Trainerpersonalie angeht, die ich im nächsten Video aufgreifen werde, weil da kommt mein kleines Weihnachtsspecial, ein Zwischenzeugnis, kein Hinrundenzeugnis, sondern ein Zwischenzeugnis, weil noch 2 Spiele zu spielen sind, wo auch unter anderem die Bayern auf uns warten, beziehungsweise hier zu Gast sind. Und ich erhoffe mir 0,0 von diesem Spiel, deswegen, ich sage mal, gegen Heidenheim wird das alles entscheidende Spiel sein, wie es nun weitergeht, auch mit der Personalie Trainer. Ja, aber gut, was die Zukunftsmusik betrifft, darüber sprechen wir im nächsten Video, weil dann kommt mein kleines Weihnachtsspecial, mein Zwischenzeugnis für den 1. FC Köln. Ja, enttäuscht geht es dann in die Winterpause, aber wie gesagt, wann auch immer wir auf die Tabelle blicken, können wir uns schönreden, können wir sagen, okay, kein Abstiegsplatz, kein Relegationsplatz, alles klar, schauen wir mal weiter, wie es im neuen Jahr läuft. Aber
Die Alarmglocken, die müssen langsam schrillen. Bei uns allen. Wir können uns das nicht allzu sehr schönreden. Wir sind wirklich stark in die Saison gegangen, aber die Magie ist weg. Das müssen wir uns eingestehen. Und der Einzige, der auf dem Platz in fast jedem zweiten Spiel für Magie sorgt, ist Said El-Mala. Und das ist das Problem. Nicht er ist das Problem, sondern, nun ja, dass nur ihm diese Magie gelingt. Und das sind meine Gedanken zu diesem Spieltag. Und wir sehen uns dann in wenigen Tagen zum nächsten Video, meinem kleinen Weihnachtsspecial. Das Zwischenzeugnis, wo die Noten kombiniert werden mit kleinen Geschenken für den Verein, für Mannschaftsteile und dergleichen. Ihr werdet schon sehen. Und in diesem Sinne, für dieses Mal bedanke ich mich mal wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Das Beste der Welt, Trikots total, zusammen bis sie alt. Leo, mit dir hat er